Das ist nicht gefixt, das ist noch nicht unter Jesus, aber wie... Du kämpfst einen Tag eine bessere Zeit in unserer Zukunft. Ich will doch gut sein, dass ich nicht sage, du fair, dass wir bloß einmal hocken und denken, dass du eine bessere Zeit kommen und lernen, dass die Zeit wird bloß besser werden und dass wir du mit tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns lernen zu denken, dass wir sind hier angesagt und eine bessere Welt merken. Gott hat seine Dinge hier angesagt und die Ursache, warum wir nicht Fuß mit in den Himmel können, wenn wir Jesus in Holz schaffen, der nicht. Die Ursache, warum Jesus uns nicht im Himmel braucht, Fuß, wenn wir weitergeboren werden, als wir die Welt haben, wie sollen diese Welt eine bessere Stadt merken. Die Welt haben, wie sollen das Königreich hier merken, schaffen und wie sollen das Königreich raufbringen. Und so, wir verteilen von einer besseren Welt nicht an die Hinsicht haben, dass wir wollen nur stehen. Das kriegst du von, wie der Werkzeuge schaffen, wo immer wir schaffen, um ans Business oder wo immer wir schaffen, besser merken, wo wir freuen uns zu werden, um das Werken eng willst du nach was besser kommen, nicht? Und so wir schaffen es, um eine bessere Welt merken, wo wir freuen uns für was in der Zukunft ist. Nu, das ist wichtig, dass wir was tun, um eine bessere Welt merken wollen, aber die Zeiten, die sind einmal so schwer, oder passieren einmal so eine schwere Dinge im Leben, dass wir gleich ohne Schmerz weichkommen, als wir matten einmal uns eine Zukunft entwickeln sein, du kommst besser dir auch. Wir müssen uns mal eine Zukunft entwickeln sein, das Licht durch den Tunnel zu sein, in die Dinge wollen besser werden, besonders wenn wir denken, Gott seine Dinge. Und das ist klar, was wir wollen von der tun. Wir sind noch einmal in Hebräer. Und ich würde sehr Mut merken, dass wir eine Bibel nehmen, wovon einmal sprechen, oder sagt, jeder Hand, nehmt eine Bibel und lest mit mir mit. Weil ich will nicht alle Versen lesen, ich will some von den Menschen. Wir sind in Hebräer Kapitel 2 von der. Und du passiert dort Krieg in Vers 5, wo wir anfangen von der, wo der Schreiber von Hebräer von das reden wird. Ich will Ihnen ganz klar bringen sein, dass die Menschen, die wohnen das Buch geschrieben wird, das erste Mal, dass wir jüdische Christen, die durch Jesus haben angenommen, und die Juden, die wir in einer Mehrheit von der römischen Welt, unter der römischen Macht, und an diese Gruppe von Menschen, die der Römer wären, du wären diese Gruppe Juden, wenn du sehr religiös wären, wenn du immer haben das Alte Testament gehört, aber an diese Gruppe Juden, du wären nicht diese neue Christen, wenn du haben Jesus angenommen. Und wir müssen dann denken, dass die Christen, die werden verfolgt von den Römern und die Christen werden verfolgt auch von den Juden, weil die Juden mögen ihre eigenen Menschen dort, wenn die Jesus nur folgen. Die Juden haben den Römer bereit, Jesus an Kreuz zu nehmen. Nun ist Jesus abgestuhlt, in den Himmel gefahren. Und nun sind diese neue Gruppe Christen, wenn du meist nicht weiten, als die das wollen merken, wenn das sehr schwer. Der hat viel Druck von allen Wegen. Und so, today wird das Buch geschrieben. Und Dinge waren einmal schrecklich schwer. Weil die wollen für Jesus leben, die wollen Jesus alles hingeben, aber diese religiösen Menschen, die sagen, die kenne ich, Jesus ist nicht genug, Jesus kommt bloß, Jesus ist nicht mal von dort abgestoßen. Und all diese Dinge. Zu der Schrift, die dort, und die fängt an Vers 5 war mit den an, und die sagt, so steht. Die sagt, die kommende Welt, von der wir reden, und so du weißt ja, die verteilt von der Zeit, wo du kommst, die verteilt von der Zeit, wo du eine Zukunft hast. Eine kommende Welt, von der wir reden, sagt die hat Gott nicht die Engel unterordnet. Ich wollte ein Stückchen Teaching geben, da aus einer Predigt. Ich wollte da eine Klasse geben aus einer Predigt, bloß dass wir mitkommen. Es ist wichtig, dass wir das zu holen kriegen. In den vergangenen Kapitel hat uns gesagt, dass Jesus wie viel besser als der Engel und dass wir Jesus werden hergestellt als der Engel. Und dann sagt er, eine kommende Welt, von der wir reden, diese bessere Welt, von der wir vertellen, der hat Gott nicht den Engel untergeordnet. Das meint, das sind nicht Engel, die du wollen über die kommende Welt regieren. Das sind nicht die Engel, die wollen das letzte Wort zu sein haben. Wenn du wieder lesen, dann wollen du an, wer das erste sagt, das sind Jesus. Und wenn du das wollen studieren, dann wollen du an, das ist Jesus, die sehen Gottes in seinem Körper. Das ist Jesus mit seinen Dingen
oder Jesus mit seinen Königreich, mit den Christen, mit seinem Körper, wollen die wollen über das nie herrschen oder regieren. Okay? Und dann sagt er ganz kurz, das steht, wenn du lesen, die nächste Verse, dort sagt Jesus, er ist gekrönt auf den Kron ab von Herrlichkeit. Dort sagt er, wie ein Kleinstadt gelehrt aus der Engel. Das hat sich meistens gesagt, das wird in anderen Kapitel sehen, dass Jesus viel höher wird. Der sagt bloß, Jesus wie unter der Engel in Staudje. Das meint, dass Jesus sich selbst zum Mensch macht, dann hat er sich begrenzt in Engelscheimen bedeuten, der muss Engel erhalten haben. Ja, so wie ein kleines Stückchen, wo Jesus sich unter der Engel handstellen oder der Lehre stellen, dass der Engel bloß an sein Fleisch, dass der Engel scheinbar am bedeuten. So wie mehr als einmal, dass der deuten, als Jesus bewählt wird. Aber dann sagt er, in Vers 8, wo ich will haben, eine Aufmerksamkeit in kleinen Station haben. Der sagt, in dieser kommenden Welt, von der wir reden, hat Gott alles unter Jesus seine Feiten unter getan. Und mit dort auch unter der Feit von Jesus in Körper. Ja, alles hat er ungeordnet. Das meint, dass alles, was ein Tag Jesus ungeordnet sind. Nu, das hört sich vor, dass Gott will dominating und Gott will Control haben und alles die Dinge, das wieder ein Simmel sein. Aber höre ich bloß ganz klar, was er meint. Er sagt, alles, was Jesus ungeordnet sind in der kommenden Welt, von der wir reden. Das ist die bessere Welt, von der wir reden. Hast du die mal gefragt, was es lauten, wenn alles, was Jesus ungeordnet sind? Hast du mal gefragt, was es lauten, wenn alle Menschen, und ich rede nicht besonders von dem, was Jesus kann, wenn die würden so leben, als was Jesus tut? Würden wir eine bessere Welt haben, als was wir von der haben? Voll Frieden, voll Leib, voll Genug. Der redet von alles, was Jesus ungeordnet sind. Und wir gleichen in dieser Welt anzukicken und sagen, ein Tag wird passieren. Alles, was Jesus ungeordnet sind. Alles, was schaffen. Aber dann kommt die nächste Vers, und das ist ein bisschen Bummer, das ist ein bisschen Vers 8. Und er sagt, aber noch sei wie nicht, dort am alles ungeordnet ist. Noch sei wie nicht, dort am alles ungeordnet ist. Du kommst da, du kommst eine bessere Welt, aber noch sei wie das gleich. Wer von uns sieht, dass alles ist Jesus ungeordnet? Wer von uns sieht, dass alles schafft, dass Jesus da wird leichen? Sei wie ein Königreich, wo alles Jesus ungeordnet ist. Du brauchst nicht mal einen Finger wiesen, den Morgen oder den Früh. Kick bloß mal in die selbst. Wo wirken sind unsere Gedanken nicht Jesus ungeordnet? Wo wirken denkst du, die wohl schlecht ist, wem aufzuwarten? Hier auch nicht so, nicht? Wenn Jesus sagt, du sollst deine Fien leben, das meint, dass deine Gedanken sind nicht unter Jesus ungeordnet. Das wird Paulus tut, der sagt, wie man unsere Gedanken unter Jesus in Gehorsam bringen, weil wenn unsere Gedanken so schaffen, als Jesus seine Gedanken, dann wollen wir unsere Freunde leben und wir wollen unsere Enemies leben. Unsere Fien leben. Unsere Gedanken sind nicht immer ungeordnet, sind die? In der Welt, wo wir nu leben, unsere Welt sind nicht immer Jesus ungeordnet. Wenn ich dir das studiert, aber mir kommt jeder mal ein Wort raus, dann habe ich es wem beigetan, und ich würde niemals uns das sein. Meine Welt sind nicht Jesus ungeordnet. Lang nicht immer. Unsere Gefeilung, wenn von jenen Gefeilungen sind, nochmal Jesus nicht ungeordnet. Wenn Jesus sagt, dass sie sind seine Kinder, wenn Jesus sagt, sie sind Gott seine Kinder und die fallen uns das, mit ihnen haltet nicht an, sind die Gefeilungen Jesus ungeordnet? Die sind noch nicht. In der kommenden Welt wollen die sein, aber die sind nicht. Wir leben in einer Welt, wo nicht alles Jesus ungeordnet ist. Und ich brauche vielleicht euch vertrauen von so einer von Jünt oder so einer von uns, wo du mit Dingen kämpfen und wo du Sinn sein im Leben. Ungewohnheiten, was wir haben, und wir werden davon los. Und wir würden gleichen, dass all das bei sind, Jesus ungeordnet wir, aber wir kämpfen mit Dingen, was du arg sind. Wir kämpfen mit Dingen, was du nicht schaffen. Und daher sperrt sich dort die Ungewohnheiten an uns zu holen, und steht dort, wie die zu holen haben, right? Da sperrt sich, dass die regieren über uns, und steht dort, die ohne uns ist. Und der Text, wenn jemand studieren, der sagt actually, dass in der kommenden Welt wird alles ohne Jesus in seinem Körper, ohne die Feind sein. Du kommst eine Zeit, wo das wird passieren. Aber der sagt, von der passiert das noch nicht. Und dann habe ich all diese Frauen nicht, und wir fragen uns diese Frauen und sagen, woran oder was passiert da, woran passieren damit Dinge, was geht in dieser Welt an. Und das fehlen, wenn wir uns die Frauen, weil
Die Antwort ist sehr klar. Wir sind noch nicht alles unter Jesus geordnet. Wenn wir sein, was eine Welt angeht, nicht bloß eine Ansichtgedanken, Ansichtfeilung, aber check bloß mal, was du angeht, an der Welt von dir. Woran waren kleine Kinder gebüßt? Die haben nichts mehr zu tun. Woran? Das ist nicht reich. Aber wir können Vers 8 kicken und sagen, weil das bloß noch nicht Jesus ungetun. Wir sehen das noch nicht, dass das Jesus ungeordnet ist. Ein Tag wird es sein, aber von der sei wir das noch nicht. Wenn die jetzt den Krieg, oder wenn die jetzt der Hungersnot, wenn die jetzt alle Eingerechtigkeit wird angeht, wir sehen nicht, dass das Jesus ungetun ist. Das wird ein Tag sein, aber das ist noch nicht. Wir sehen das nicht. Aber jetzt, woran merkt die Bibel gleich, und gleich Gott sehen wird, weil der lässt uns keinmal stärken mit uns diese Versen. Einmal gedacht, die Bibel lässt uns niemals hängen mit uns diese Versen, wo die sagt, das ist nicht vorig. Oder das ist, wo das Leben soll sein. Weil wie Deutsche, das wie man gesagt haben, wir sagen immer, das hat bloß eine Schuld, nicht? Wenn etwas was damit passiert, weil das hat eine Schuld. Wir können sehr leicht nur Vers 8 kicken und sagen, well, all diese beiden Dinge passieren, bloß wenn das hat eine Schuld und wenn das noch nicht Jesus ungetun. Und ich will Hanni sagen, das Port morgen, wenn die sagt, nach, sei wie nicht, dass das was Jesus ungetun ist. Das meint nicht, dass das dort bleiben. Nach sei wie das nicht. Du kommt ein Tag, wo das was anders sein. Aber die große Frage ist, was da nu? Was von nu, was alles ist gefixt ist? Was soll ich von nu, bei den Tag, wo wir wollen sein, dass alles in Jesus in Feit ist? Was soll ich bei dann tun? Und ich würde gleich mit dir in die Bibel nehmen, dann wird es schreiben, und strikt nochmal im Port von der Bibel, wenn ihr das wäre. Ich würde den nächsten Vers in die andere politische Übersetzung lesen, weil es dort sagt, viel Charakter, was die griechische Sprache sagt, verschneen. Habt ihr in der Bibel, von einmal spricht ihr an, das ist, was er sagt. Vers 8 sagt, noch sei wie nicht, dass alles Jesus ungetun ist. Aber verschneen sagt, aber wie sein Jesus. Wir sein nach Gott, dass alles Jesus ungetun ist, aber wie sein Jesus. Mag ich, was er sagt. Nach sei wie Gott, dass alles Jesus ungetun ist, oder gehorsam ist, aber wie sein Jesus. Nach sind unsere Gedanken, unsere wird nicht immer, was das sollen sein, aber wie sein Jesus. Und wenn wir uns dort lernen, because remember, der Schreiber, der will immer wahrer Charakter eine Ding tun, der will haben, dass die Menschen sollen Jesus sein, dass Jesus ist. Und wenn wir Jesus seine Übungen checken, und wenn wir Jesus sein, dann wird einmal sein, wie wird anderes, wie sein Hoffnung, wie sein Leben, und wie sein, dass Dinge wollen anders wollen. Und so, wie kann ich Ihnen in Rot geben? Wie dann so sehr, sehr leicht, wenn Dinge schrecklich schwer werden, dann gehen wir leicht in Vers 8 und sagen, wir wollen das bloß noch nicht gefixt, das bloß, wir sein das noch nicht, dass alles Jesus ungeordnet ist. Und ich wünsche, das ist okay, weil das ist, woran das passiert. Aber wenn wir mal ans Lernen in Vers 9 zu checken, weil wenn wir uns lernen in Vers 9 zu checken, dann ist die Hoffnung. Und die ganz dunkelsten Momente im Leben. Weil du kannst die fragen, warum ist du so viel Sextrafficking in der Welt und die verkaufen kleine Kinder, die äußerlich sind? Dann kannst du sagen, weil das bloß noch nicht alle passiert. Dann können wir uns auf den Couchstuhl setzen und sagen, ein Tag wird Jesus das fixen, der wird zurückkommen. Oder du kannst nicht Jesus kicken, weil wir sind Jesus. Und wenn du wirst Jesus seine Übungen kicken und du wirst Jesus sein Leben sein, dann wirst du sagen, das wird Jesus, du wird mit tun. Dann stu wie mit einmal ab, dann go wie dann da wieder wird mit. Du hast Hungersnot in der Welt. Und wir können Stuhl setzen sein, ein Tag wird es gefixt sein. Oder wir können abstehen und du wirst mit tun, weil wir sein, was Jesus wird tun. Verstehst du den Unterschied? Der sagt, das ist noch nicht alles Jesus ungetun, aber wir sein Jesus. Und wenn wir Jesus sein, dann ändern Dinge. Wir weiten sagen, Gott durch Krieg. Und wir können Stuhl setzen und sagen, das hat bloß Result. Das ist noch nicht alles Jesus ungetun. Wer wir du ankicken oder wer wir nicht Jesus kicken, weil sie sagt, das sei wie, dass das noch nicht Jesus ungetun ist, aber wie sein Jesus. Wenn die im befriedeten Leben nicht will schaffen, die kannst du hocken und sagen, weil ein Tag wird Jesus zurückkommen, dann wird alles besser sein. Der wird ans Herut raten. Weil nachher ist nicht alles Jesus ungetun. Oder du kannst sagen, ich werde mit tun. Wir kicken hier Jesus, wir sein, wo Jesus leben deit, wir sein, wo Jesus vergeben deit, und wir stehen ab und wir leben, so ist Jesus tun. So ist Jesus deit. Because das ist nicht gefixt, das ist noch nicht unter Jesus, aber wir sein Jesus und wir wissen, wo Jesus leben deit, und das ändert rein alles, das ändert, wo wir denken, das ändert, wo wir leben, und alles ändert. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, wir würden uns lernen, ja, ich kann Vers 8 lesen sein, das ist noch nicht alles vorig. Weil es ist nicht.
Jesus mögt und kriegt unsere Lösung vor dich. Aber wenn die Offenbarung, der letzte Kapitel lesen, dann wo ihr an, dass Jesus sagt, nu merkt ihr alles nie. Unsere Circumstances sind alle fix, sind die? In der Welt, wo wir leben, ist nicht alles vor dich. Wir sein nicht, dass alles Jesus ungedun ist. Aber was sei wir? Was sei wir? Wer ihr euch zu sein? Wir sein nicht, dass alles Jesus ungedun ist, aber was sei wir? Wir sind Jesus, right? Wir sind Jesus, und wenn wir Jesus sein, dann sei wir Hoffnung, wir sein Leben, wir sein eine Dache Zukunft, wenn es nur schändlich sei schwer ist. Wir sein, dass du kämpfst eine bessere Zeit, aber von über dann haben wir wem, mit wem wir taub können, diese Zeit leben. Und ich habe Ihnen das Fertig gesagt, ich will das nach wahr sein. Wir sind nicht auf diese Welt angestellt, um einen klaren Blueprint kriegen von unserer Zukunft oder einen klaren Map kriegen von unserer Zukunft. Wir sind auf dieser Welt von dir, um den kennenlernen, wie man uns taub geht, eine Zukunft nennt. Und wenn wir Jesus wollen missen, dann will ich nicht nur eine Zukunft sein. Ich will nicht von der sein, ich will nicht eine Zukunft sein, weil Jesus ist Leben, Jesus ist Hoffnung und Jesus hat alles. Jesus ist die Hoffnung für alle Probleme, die auf der Welt sind. Wir sagen einmal, dass Jesus hat nicht bloß die Antwort, er ist die Antwort. So, wir sagen nicht, dass alles Jesus ungedun ist, aber wir sagen Jesus. Nicht wundert mich, wenn wir hier alle würden ein Papier haben und schreiben, die würden ein Ding abschreiben, was die von Jesus denken. Was würden die denn abschreiben? Was ist das Erste, was die in Gedanken nennen können, wenn du denkst an Jesus? Because die Bibel sagt uns sehr viele verschiedene Dinge, was Jesus ist, because Jesus ist alles, das ist der Anfang, das ist das Ende, das ist alles dazwischen. Okay? Aber was steht für dich, Ruth, wenn du denkst an Jesus? Und wir haben alle Seiten gelesen, was die Bibel beschreibt von Jesus und wo der ist, right? Aber ich an uns von der ersten Tag habe ich verschiedene Dinge, wo Jesus beschrieben hat. Wir sind denn aus dem König, wenn er gekrönt ist mit Herrlichkeit und Vers 7, but nähen, verschneen, betieren, du sei wieder das in Rada oder einer, der den Tod geschmeckt hat für alle von uns. Okay? Aber dann in Vers 11, habe ich in nie ein Wache gelebt, wo wir Jesus nicht so erfahren gesehen haben. In ganz nie war ich, wo das Schreiber Jesus beschrieben hat. Und das war ich sehr interessant. Wer von Ihnen hat Jesus mal gesehen? Und wenn ihr in der Bibel in der Hand lest, mit Vers 11. Wer hat Jesus mal gesehen als ein Bruder? Sei Jesus noch mal so als ein Bruder? Wir sehen Gott als ein Vater, aber wer sieht Jesus als ein Bruder? Das hört sich mir interessant, wenn wir brauchen den Ausdruck nicht sehr verstehen, aber hör ich mal, was das sagt in Vers 11. Das sagt Jesus, der du herrlicht, und die Menschen, die geherrlicht wurden, stammen beide von denselben Vater. Und jeder sagt, sie sind von derselben Familie. Jesus, der du herrlich, und der du geherrlicht wurden, die stammen beide von denselben Vater. Denk du mal an, was das meint. Nu, die Bibel sagt meistens auf einer Stelle, dass du und ich sind herrlich. Wenn wir Gott seine Kinder sind, wir sind herrlich. Herrlich meint perfekt rein in einer Pot gestellt. Herrlich meint, dass du bist fehlerlos. Und wenn du herrlich bist, du bist nicht du wen herrlich, wenn du hast diese Fehler abgestellt. Weißt du, woran wir herrlich sind? Wenn wir haben Jesus seine Herrlichkeit angenommen für uns. So, nu kijk mal das Bild. Jesus ist herrlich und wir sind herrlich. Aber wir sind du wen herrlich, wenn Jesus uns herrlich mögt, nicht wenn wir so viel uns abgestellt haben. Sei den Unterschied. So, Jesus, der wird uns herrlich merken, und der wird herrlich gemerkt worden sein durch sein Blut. Der stammt von den selben Vater. Kommt ihr mit so weit? Ist nicht sehr schwer zu verstehen, ist es? Nu möchte ich eine Frage fragen. Wie viele von Ihnen hier sind ein älterer Bruder zu irgendwem von Ihnen Schwester? Wer von Ihnen hat einen älteren Dame gekriegt? Nein, ich war. Some von Ihnen gewesen eine Jahren dort, nicht? Okay. Falls ihr noch mal so als ältere Brüder oder ältere Schwestern, dort die sind, die mit den Wach pliehen für ihre Schwestern, die können hier rangehen und ein gutes Leben haben. Jemanden abwaschen und jemanden all die Arbeit tun und die sind die kleinen Asche, die Kinder, die hier rankommen, die haben ein gutes Familienleben wegen die sind. Falls ihr noch mal so? Da ihr Jugend, falls ihr noch mal so? Falls ihr noch mal so, dass jene kleine Geschwister, das sind Aschels, was du sich das nicht verdient haben, den sie haben, was du alles hier und getan hast? Ja? Okay. Nu denk mal an Jesus. Du und ich sind, wer wir sind, wenn was Jesus tut für uns.
Und was Jesus für uns tut, ist, der gibt sein Leben, der gibt sein Blut. Jesus kostet sein Leben, uns überhaupt in diese Familie hineinzubringen. Und das ist uns ältester Bruder, wenn die Kolosser lesen, dann wo ich an, dort ist der Erstgeborene von allen Kreaturen, nicht wegen Gott den Ersten gemerkt hat, möchte uns, aber Jesus, der ist ein großer Bruder, und die sind in eine Familie angeboren, durch die wahre Geburt. Und nun sind wir die Brüder und Schwestern von Jesus. Er ist uns ältester Bruder, der den Weg aufgemerkt hat, sodass wir überhaupt können dabei sein. Denk mal an das Bild. Hast mal gedacht, wo fährten Jesus sich mit mehr Tod schämen, wenn er der Heilige ist, und er den Weg aufgemerkt für uns, und dann sieht er das, wie leben dann. Merke ich nochmal über eine kleine Geschwister, wenn die sich so kingerig abstellen, oder die merken bloß Trouble, wenn die probieren alles fertig zu merken. Die haben mit Responsibility gelehrt, und die Kleine, die kommen bloß verlängern, die messen alles ab. Und die schämst die, wenn die Menschen best mit deiner Geschwister. Die tun gleich so, nicht? Aber ich kick mal nicht das. Hier ist Jesus, der du heilen tut. Das ist unser ältester Bruder. Und dann sind du und ich, seine Schwester und Brüder. Wir sind nicht die selbe Familie. Wir sind unser ältester Bruder. Habe ich mal gedacht, wo sei Jesus sich von schämt? Lest bloß das nächste Part von den Vers. Und dann checkt mal Jesus in Hort. Und unser ältester Bruder in Hort, der sagt, du wen schämt Jesus sich nicht an Brüder zu nennen. Und das Wort Brüder hier, by the way, meint Brüder in Schwestern, because es ist ein generelles Wort für, wie hier in der selben Familie. Jesus schämt sich nicht, mit dir Bruder zu nennen. Und Jesus weiß ganz genau, der weiß, dass die Dinge, was du lässt. Der weiß, dass du lebst kein perfektes Leben. Der weiß, dass du stellst die ab, dass du nicht sollst. Der will sich kein schämen für dich, aber der sagt, der schämt sich nicht. Nicht bloß an sein Hort, aber der schämt sich nicht, die im Bruder oder Schwester zu nennen. Nicht bloß schämt er sich nicht, der sich schändlich sei groß. Wisst ihr das? Judas, das ist in Buch hängen nie im Testament, wird bloß ein Kapitel hat. Und Judas sagt dort ein Tag wird Jesus ans Verstellen für seinen Vater mit ein Schaf hier Hort. Und er wird sich sehr groß tun. Jesus, der hat sich groß mit dir. Dort bist du, wer sich mit dir schämt. Dort bist du, wer du glaubst, das hält dich an mit dir. Dort bist du, wer du glaubst, dass du bist viel zu schlecht, um diese Familie zu sein. Dort bist du, wer die Verliehen ist. Dort wird so tun mit dir taub und die Verliehen hält nicht an mit dir. Du bist nicht wert. Aber Jesus, der hat sich actually groß. Kriegt nicht, wo herrlicher ist, hat niemals was anderes getan. Und die weiten meisten nicht anders als Dinge anderes tun. Wie hier in derselben Familie, wenn Jesus auf uns Dünn gebracht. Und er hat sich groß. Wenn du nicht anders was denken von dir, kannst du please dort eine Dinge denken. Jesus schämt sich gleich mit dir. Jesus hat sich actually groß mit dir. Und er hat sich groß mit wer du bist. Der hat sich groß mit wer du bist. So als ältester Bruder, der hat sich groß mit wer wir sind. Im Bereich, wenn er weiß, dass wir nicht immer das Rechte tun. Nicht bloß der sich groß, aber der geht wieder und dann sagt er, dass der ist gestorben für uns, der hat Sinn, Geschmack für uns. Und dann sagt er, dass der hat so tun, in Vers 14, als ältester Bruder mit seinen Storben und Abstunden hat der so tun von seiner Kraft losgereten, sagt er. Der hat so tun von seiner Kraft ausgetragen sozusagen. Und wenn ihr das wollen lesen, dann wollen ihr an, dass so tun ist actually kraftlos von der. Der einzige steht, wo so tun von der und Gott seine Kinder macht, ist, wenn wir das glauben. Wenn wir uns verlieren lassen. Das wurde Kraft haben, aber das von seiner Kraft losgereten. So tun hat gleich Kraft. Bitte, wir denken und wir glauben, dass er hat. Und dann sagt er in Vers 15, was uns ältester Bruder nachgetan hat für uns, der uns von einer ewigen Angst, der Menschen, die eine ewige Angst leben, der uns frei gemerkt von dieser Angst. Und lass mich das ganz kurz explain zu Ihnen, was das meint. Ich weiß, die kämpfen einmal mit Angst, und ich weiß, die kämpfen einmal mit Dingen, die in der Zukunft passieren. Ich weiß, die kämpfen einmal mit Dingen, die nicht gefixt werden. Ich weiß, dass die Trouble mit den Gedanken, dass Dinge werden, bis immer das bleiben. Die haben Angst. Wir haben einmal Angst für Tod, wir haben Angst, right? Aber der sagt, durch seinen Tod hat er in Abstand den Tod gewonnen. Der hält den Schädel von Tod, seine Offenbarung. Aber wie sind wir uns grühen für den Tod, wenn der den gewonnen hat? Das sei ja abfallen, wenn ihr das wollen lesen, because Jesus hat auch Angst
Das wäre wir eins meest nicht tauschen, aber Jesus hat auch Angst, dass diese Welt wäre. Laat mir das Bild ganz kort in den Mund. Ich und du, wie wir an einer Seite Kreuz, und Jesus wie an der anderen Seite Kreuz. Jesus, der wie an der Dache sieht von Kreuz geboren, wo der nicht Arach tun, an der Heilige sieht von Kreuz. Du und ich wie an der Sintliche sieht von Kreuz, wo wir alles Arach deuten. Right? Aber weißt ihr, was Jesus deut? Jesus, der ging nur die diestre sieht von Kreuz, wo du und ich wären. Und wenn ihr Vers 9 lesen wollen, dann sagt er, der Wort Sinn für uns. Der Wort an alles kriegt es wie, und der Wort Sinn für uns, der ging nur die diestre sieht von Kreuz, zum du deine Sinn ab sich nehmen. Aber alle, die da hinging, in Gott Gethsemane, haben mal gedacht, wo schrecklich, dass zum Angst wir durch Hand zu gehen. Dass wir zum Angst haben, weil er muss den Tod facen, er muss den Tod gehen angehen. Aber dass wir nach aller zum Grüßen für Jesus, dass die Dienste sind, würde man nehmen. Dass wir nach aller zum Grüßen für Jesus, dass alles, was zu dir geworden ist, und du weißt, dass diese Dinge zu dir passiert, was nicht heute soll passieren, die feil dich. Weil die Dinge musst du betonen. Und als Jesus am Kreuz ging, der ging nicht bloß den halben Weg, der ging den ganzen Weg, aber in dies drin, wo die Wort, wo die Diener steht noch. Okay? Und alle, die da haben, jetzt sagt, dass die wir seine Todesangst, wenn die wollen lesen aus dem Gott Gethsemane beten, das sage ich extra, dass wir, die sagt, die wir seine Todesangst. Right? Aber dann sagt er, dass er nur die diestre sieht von Kreuz ging, können ich nicht die Dache sieht von Kreuz kommen und wir können herrlich genannt werden. Nicht, wenn wir das verdient hatten, nicht, wenn wir uns wahrscheinlich von abgestellt hatten, dort wir du wen, wie als heute du hinging und hin um uns steht, und die brauchen uns du han, wo wir nicht können frei sein. Und dort, wo dann in Vers 14 und 15 sagt, dass der uns frei gemerkt, da wird du eine ewige Todesangst leben, und wir uns frei, dass wir können frei sprechen und frei gehen. Jesus hat Angst, an deine steht, an meine steht, sodass wir können frei gehen. Und man dort nicht Goosebumps ja von deinem ganzen Body, dann weiß ich nicht. Dann jankert mich abzustehen und Gott zu verherrlichen. Aber das wird uns gerade der Bruder von Steid. Nicht wen er muss, aber wen er will. Nee, ich wollte hier noch ein Vers wiesen. Vers 17 sagt es dit. Du wen muss, das wird nicht verjäten. Du wen muss er und alles so worden als seine Brüder. Nu, dat woord muss, meint gleich, dat is, wir hier mit dem Baseballbat hier den Stirnen sehen, wie machst du? Das meint, dass seine Leib drauf an der zu tun. Seine Leib kann nicht anders, als der muss dort worden. Keiner mögt Jesus. Ja, der wird dem Vater gehorsam, aber die Vater, die sehen, werden sich einig geworden, dass die das würden tun. Mit den Helden jetzt top. Und die sehen jeden, wenn er sagt, er gibt sich selbst ab von sie sind. Er entscheidet selbst. Das sagt, der muss gehen und alles so worden als du und alles so worden als ich. Aber das Wort muss, mein Ex, er will, seine Leib leidt ihm nicht anders. Wenn die will drehen, dann du wie kein anderer Weg. Wenn dieses herrlich sein und für einmal mit am Taub sein, du wie kein anderer Weg, als der muss bis gehen. In seine Leib, wie gerade genug, dass der Zeit. So, das heißt, dass der sagt, du wen muss er und alles so werden als seine Brüder. Remember, du bist sein Bruder, das Wort, es war Brüder und Schwestern. Er muss alles so werden als seine Brüder und Schwestern. Dat hij aan en zijn dienst voor God een trouwe hohe Priester können worden oder sein können. In den Sinn von den Menschen wahrnehmen. Ich will hier sagen, das nächste wird morgen diesen Priester, diesen hohen Priester. Aber das sagt, diesen treuer in einem barmherzigen hohen Priester. Und ich denke an den Bruder, Jesus, der wird den Wahrheit aufgemerkt. Der wird nicht zwischen die und Gott steht. Der wird die du verteidigen, der für defending das. Der steht da als ein Priester und das sagt, das ist treu. Das ist nicht ein Jerk, das ist nicht so einer, was die hier im Licht führen. Das ist nicht so einer, was die abusen wird. Das ist so ein großer Bruder, was du sein Blut hast gegeben, um das tun, das ist treu zu dir. Aber dann sagt er, das ist barmherzig und das wird als Mercy, das ist mitfeilen. Der feilt mit die mit. Nu, ich weiß, wenn
Wenn je nach mal Lieden da und du schwere Dinge in jene Familie passieren, die wird ganz dollste Lieden da sein, die wird dichtste bei sind. Die wird zu der selben Familie hören. Dann die wird nicht ganz so dicht bei der Familie hören, die jammert, dass sie rassig ist, was der zu dem jetzt. Die Lieden willst diese Lieden. Aber der das persönlich nicht so viel, because das nicht Part von der, verstehe den Unterschied. Und je wieder oft die sagen, je werden ja, uns ist es schuld, dass du damit angeht in der Welt, aber ich viel weiss sei für dich, because das ist nicht Kraft von meiner immediate family. Aber wenn ich kick mal nach das, Jesus ist uns Bruder, und er sagt, du musst an alles so wollen, tun auch, damit die können hohe Priester sein. Und dass die mit alles wird mit die mitfallen, was die durch ist. Nu, ich würde gleich nach dem Worship-Team abkommen, aber nicht in Leuten distracten. Ich will Ihnen eine Frau fragen, das ist sehr, sehr wichtig. Du bist weiter in dein Leben durch, was du meist nicht kannst abschlucken. Ich meine, die von der wird fragen, wohnt es deine größte Pain oder die größte Weide, was du jemals hast in deinem Leben gehabt? Und du wirst das gleich sagen, das ist okay. Some von uns haben für eine lange Zeit geprobt, das bloß unterzuscheiden, zu verstärken. Wir wollen gleich von unserer Weide vertellen, right? Aber Leute, die uns das nennen, wohnt es deine größte Weide von alles, was in deinem Leben passiert ist? Vielleicht wird Menschen, die getan haben, vielleicht wird Menschen, von die gesagt haben, vielleicht wurde die haben Licht geführt, vielleicht wurde die abused haben, vielleicht wurde du hast andere Menschen da getan und die das Leute, die das getan hast und die weißt, du hast das nicht so tun. Wo wird es deine größte Weide? Ich wünsche dir, wo ich das denke. Du kommst besser dir. Du kommst besser dir und das Licht im Tunnel zu sein, weil es eine bessere Welt zu kommen. Aber von übertan, weil wir nicht bloß die Hocken in diese Weide und sein, das wird kommen. Jesus, der heilen. Wir sein auch nicht, dass alles Jesus ungetun ist. Wir sein auch nicht, dass alles Jesus gehorsam ist. Wir sein auch nicht, dass alles gleichgestellt ist. Aber wir sind Jesus. Und weil wir Jesus sein, sei wir ein Heiler. Wir sind ein König, was du die alle Kraft hast. Wir sind ein Erlöser, wir sind ein Radar, wenn du den Todgeschmack hast für alle von uns. Aber dann sei wie ein großer Bruder, wo du ein sehr, David mitfeilen mit dir hast. Ich kann nicht sein, woran Jesus mit dir mitfeilen kann. Nummer 1 ist, weil die wird Mensch. Die wird du zum Mensch, dass die können uns mit Gott versöhnen. Die muss ganz Gott sein und ganz Mensch sein, die können zwischen uns und Gott tun. Aber die wird 100% Mensch, sodass die können mit dir mitfeilen. Aber weißt du, warum die nachkommen mit dir mitfeilen? Because die Sinn und die Eierreichtigkeit, was du in deinem Leben hast, die drückt dir und Kreuz und die feilt dir durch. Jesus feilt und Kreuz, die Sinn und die Weide, von dass du abused wirst. Because die betult durch. Jesus, die sperrt dort, und der Pfeil dort, was die feilt, aus Menschen, die zu nichts halten. Die wir da. Und wir fragen uns immer diese Frau, woran die nicht mit? Und das ist die echte Frau, die Frau, die wir uns Frauen wollen, ist, kann wir dort endlich tauschen, die wir, kann wir Jesus endlich sein? Die wir mit die, der Rot mit die hielt mit die. Und die will haben, das soll gefixen, aber die hat Menschen gemerkt, mit fixen. Aber der Rot mit die, mit alles, was die hast getan. Und der kann Krieg mitfeilen. Wenn du wirst in deiner Familie, der kann Krieg mitfeilen. Wenn das Dummste zu dir passiert ist. Wenn das ein treuer, barmherziger Priester wird Krieg kann feilen. Uns hat eine große Freude, die von dir gewählt hast, mit uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Dienstinnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen best wohl lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen, also deren sind Up für alle Menschen.
Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklack nähen, zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir dir aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirche.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.